Da hat ihm Kira den Erbsenstein gezeigt, wo unter der Matratze gelegen ist. Wenn du ein wirklicher Bärenprinz wärst, hättest du kein Auge zugetan. Nur ein ganz gewöhnlicher Bär kann auf so einem harten Erbsenstein schlafen. Und außerdem schnarchelst du. Kira ist davon gelaufen und hat den Bär einfach stehen lassen. Der war verzweifelt. Endlich habe ich die richtige Frau gefunden. Schön, gescheit, vornehm. Und sie will mir nicht glauben, nur weil ich den Erbsensteintest nicht bestanden habe. Aber so gleich wollte der Prinz nicht aufgeben. Er hat seinen Reisepass mit Fötterli geholt und ist den der Kira zeigen. Schau, Kira, das ist der Beweis, dass ich ein wirklicher Bärenprinz bin. Noch lange hat er gebeten und bettelt, bis Kira endlich zugestimmt hat, ihn zu heiraten. Also gut, ich nimm dich zu meinem Bärenprinz, obwohl du schnarchelst. Und noch am gleichen Tag haben sie Bärenhochzeit gefeiert, mit allem Drum und Dran. Und so ist aus dem Bärenmädchen Kira doch noch eine wirkliche Bärenprinzessin geworden. Der Erbsenstein ist ins Bärenmuseum gekommen. Und wenn er noch niemand weggenommen hat, liegt er auch heute noch dort. Das ist aber eine komische Geschichte. Ist der Bärenprinz denn nie dahinter gekommen, dass Kira ihn reingelegt hat? Nein, nie. Du Bär, was bist du für ein Kind gsi? Du bist sicher ganz schnell und stark gewesen. Ich auch. Ja, klar. Da kommt mir gerade die Geschichte von der Lara, einem Wildsäulebeitli, in den Sinn. Das war ein ganz besonderes Kind, hat aber seiner Mutter grosse Sorgen gemacht. Sie hat nicht im Essen rumgemanscht, wie andere Wildsäule, und beim Trinken hat sie ein Röhrli gebraucht. Nicht einmal im Schlamm hat sie rumsäulen. An warmen Herbsttagen ist sie im klaren Wasser vom Bach baden. Wenn ihre Schwestern nach Wurzeln und Trüffelpilz gescharrt oder runtergefallene Früchte abgeschmatzelt haben, hat Lara sich die süßen Beeren mit den Fingerspitzen vom Baum gezupft. Was machst denn du da? Mir will zu essen, was am Boden liegt oder was drunter ist. Ich nicht. Ich esse nicht, was auf den Bäumen oben wächst. Wenn die anderen Kinder miteinander Fangisch gespielt haben, hat Lara geübt, auf den Hinterbeinen zu laufen.